Villach Hauptbahnhof, Villacco Centrale. Vediamo in lontananza lo Stellwerk 2, la cabina 2. Visioni della stazione. Ed ecco l'elettrotreno, il vecchio elettrotreno della serie 4030. La vettura pilota, però, la motrice all'alta estremità, porta il numero di serie di 6030. Siamo qui in attesa di partire per St. Veit an der Glan, sull'antica linea del Principe Rodolfo, con il treno regionale 4306. Secondo la regola degli incroci nell'ora precedente, la linea è binario unico. Il treno a cui in incrocio con il treno merci 47421, che però è già arrivato. Ora di partenza, viene dato il via dal capotreno. Il segnale di partenza verde-giallo dà via libera a 40. Si passa davanti alla cabina 2 e ci si avvia. La stazione di Villacco si trova sull'antica linea della Südbahn Maribor-Fortezza, Marburg-Franzenfeste. Noi ora però dobbiamo passare sulla linea del Principe Rodolfo. Le due linee qui erano vicine e vi era anche un punto di congiunzione fra le due linee. La linea del Principe Rodolfo aggirava la stazione della Südbahn con un raccordo. Questo raccordo esiste ancora come raccordo merci. Il punto di congiunzione che si trova qui tra le due linee, ecco che noi prendiamo la direzione del Principe Rodolfo, al chilometraggio 163,2 da Maribor per la Südbahn, 366,5 da St. Valentin per la linea del Principe Rodolfo. Ed ora alla nostra sinistra vi è un fascio destinato ai treni delle automobili. Qui vi era la stazione di Villacco della ferrovia del Principe Rodolfo, la Rudolf Bahnhof di Villacco. Poi la linea del Principe Rodolfo proseguiva ancora verso la stazione di Villach Stadtbahnhof, che oggi è la stazione ovest. Ed ecco la Rudolfiana che ha preso la sua direzione verso la valle del lago di Ossiach, lasciando dall'altra parte verso il lago di Werth la Südbahn, che oggi è la linea principale verso Klagenfurt e Vienna. La linea che ora percorriamo è una linea relativamente pianeggiante. La velocità di linea ora è 70 e la velocità più o meno si mantiene abbastanza stabile. Le pendenze sono sempre minime. Ecco ora le tavole di orientamento di un segnale di avviso che con le due luci verdi inclinate ci avvisa via libera. Tutto questo tratto di linea quindi è un andamento estremamente favorevole. Il paesaggio è molto bello perché siamo fra i monti, ma le caratteristiche di questo tratto di linea è proprio da linea di pianura. Ecco ora le tavole di orientamento di un segnale principale e poi il segnale di protezione di entrata verde via libera con due verdi avviso di via libera. Secondo l'usanza austriaca è già preparato il transito, il treno comunque deve fermarsi d'orario. Siamo arrivati a St. Ruprecht. Dal 1922 St. Ruprecht bei Villach, la prima stazione di questo tratto. Siamo qui al chilometro 373,5 della ferrovia rudolfiana.
Ecco ora i segnali del capotreno. Un colpo di campanello, chiudere le porte, 2 colpi, via. E il treno riparte. Per le nuove disposizioni delle ferrovie austriache, anche se la linea qui ha comunque il blocco automatico, oggi è sempre il capotreno a dare il via dappertutto. Soltanto in caso di guasti interviene il dirigente movimento. Il treno così riparte da St. Ruprecht, mentre il segnale di partenza ora ci dà via libera con la luce verde. Davanti a noi vi è una valle. Quella valle porta al lago di Afritz, poi al lago di Feld am See e poi a Radentheim, sul lago di Millstatt. Perciò qui doveva esservi la diramazione per una linea ferroviaria St. Ruprecht-Radentheim. Questa ferrovia venne progettata. Nel 1911 si parlava di costruzione, ma poi il progetto venne accantonato. Si piega ora verso la valle del lago di Ossia. Sulla nostra destra, da una rupe, il castello di Landskron domina la zona. Si passa la Fritzerbach, che viene dalla valle del lago di Afritz con il ponte di 15 metri. Il castello di Landskron è oggi una rovina e domina proprio qui l'imbocco di questa valle, la valle dove si trova il lago di Ossiak. Davanti a noi vi è la montagna Kanzel. E questa è una montagna famosa per gli sport invernali, sulla cima vi sono dei grandi alberghi, ma anche per il meraviglioso panorama che si ha fino a lontano, su tutte le vallate dei 2 laghi, su Villacco, sulle Caravanche e sulle Alpi Giulie. La valle, come si vede, è ampia e larga e se non vi fossero attorno delle montagne, la situazione sarebbe esattamente quella di una pianura. In questo tratto di linea da St. Ruprecht la velocità è 80, ma ora tra poco ritorna a 70, come indicato dalla tabella 7. Ecco velocità 70. Ed ecco ora le tavole di orientamento di un segnale d'avviso che mostra 2 gialli orizzontali, avviso di via impedita, ma poi passa a 2 verdi inclinati, avviso di via libera. Intanto il treno frena per la fermata di Hannenheim. Sopra vediamo una passerella che consente di passare sopra la ferrovia, una passerella pedonale. Questa passerella è molto importante. Qui, 10 metri a sinistra, vi è la stazione di partenza della Kanzelbahn, cioè della funivia che sale in cima alla montagna Kanzel, ai famosi impianti turistici. Perciò Hannenheim è una fermata importante in tutti i sensi. I segnali 1 e poi 2 del capotreno, chiudere le porte e via, e si riparte. La montagna Kanzel che ci domina ha la vetta a 1466 metri. E siamo così arrivati al lago di Ossiak. Also, in caso 2. In caso 2.
Si comincia a costeggiare il lago, incontrando le tavole di orientamento del segnale di protezione verde 2 gialli. Suona l'Indusi, via libera con avviso di via impedita, ed ecco a destra il lago di Ossiak. Questo lago è lungo 10 km, largo però soltanto 1,5, e noi ora lo costeggiamo per un lungo tratto. Il treno ferma ora alla stazione di Sattendorf, che però esiste come stazione dal 1907. Prima era nata come fermata, poi nel 1893 era stata trasformata in posto di incrocio e poi nel 1907 in stazione vera e propria. Segnale di partenza verde, ordine del capotreno, partenza. La riva del lago è qui vicinissima, dietro questi alberi. Si vede poco del lago causa la vegetazione, ma la linea qui praticamente costeggia tutta la riva settentrionale del lago. E questa è una zona turistica celebre. Moltissimi turisti tedeschi vengono qui d'estate. I laghi di Ossiak e di Wert sono in un certo senso la riviera della Carinzia. Kyllä niillä luonnaa, ja? No, itse olisi meidän itse. Ed ora velocità 80. Ed eccoci alla fermata di Sant'Urban am Ossiakersee, mentre ci sono tavole di orientamento di un segnale di avviso. Ja, das ist geil, Hähnchen da.
Uns, dort geht sie wieder raus. Achso, geht's wieder raus? Nicht bei mir, Kumpel. Das haben sie jetzt nicht gemacht, das ist ebenfalls da, ja? Der hat Il solito segnale 1 e poi 2 e si parte. zum Laufen angefangen. Aber der hat schon etliche so gewungen. Marathon gelaufen. Il segnale d'avviso mostra 2 gialli orizzontali, avviso di via impedita e suona l'allarme dell'Indusi. Weiß dann auch nicht. Aber der Arzt hat gesagt, wenn er nicht seine gute Kondition und die körperliche Verfassung so gut hat, hätte er die Operation gar nicht überlebt. Aber er ist sauber geschluckt jetzt. Das macht gar nichts aus. Immer gesund gelebt. Siamo qui a Ossiak, la località più importante di questa zona, un centro turistico di prim'ordine. Il treno procede lentamente perché il segnale di protezione bisogna aspettarsi il rosso. Der weiß, was da mit dem Tschernobyl, was da die Sau ist, da hängt. Nonostante si tratti di un centro intensamente turistico, però come si può notare dal paesaggio, è tutto molto bello. Ed ecco le tavole di orientamento e poi il segnale rosso, via impedita. Gibt's da der? Poi il segnale si apre e passa verde-giallo, velocità 40 e 2 gialli, avviso di via impedita. Ist ja Wahnsinn, gell? Ja. Possiamo così ora riprendere velocità. Nel passare il segnale con l'avviso di via impedita suona nuovamente l'allarme dell'Indusi. Das gibt's ja nicht. Ja, ja. Und hast du schon angefangen zu bauen, oder? Also nächstes Jahr. Also, oder? Si entra così in deviata 40 nella stazione di Ossiach-Bodensdorf. La stazione nacque come Ossiach e poi nel 1910 mutò il nome in Ossiach-Bodensdorf. Bodensdorf si trova 1,5 chilometri a destra, però oltre il lago. Si può perciò raggiungerla soltanto in battello, oppure compiendo un lungo giro attraverso la riva lungo il lago, ma non comunque partendo da qui. Esiste però un servizio regolare di battelli tra Ossiach e Bodensdorf. Ora vediamo un'applicazione delle nuove norme austriache per gli incroci, per il fatto che la via libera la dà il capotreno. Qui vi è un incrocio. Intanto però il capotreno, terminato il servizio viaggiatori, chiude le porte e ordina di avanzare. Il motivo della fermata al segnale di protezione non è chiaro. Si può supporre che il dirigente movimento era indeciso su quale treno far entrare per primo, perché probabilmente l'altro treno, come vedremo ora, ha un po' di ritardo. Si tratta del locale 4255. Il dirigente ha un po' esitato e poi ha deciso di prendere in deviata il nostro treno e così ha intanto lasciato il segnale rosso. Nella nuova normativa degli incroci ecco un motivo per guadagnare tempo, un valido motivo per guadagnare tempo. Terminato il servizio, anche se l'altro treno non è ancora arrivato, intanto il treno si sposta come una specie di manovra sotto la sorveglianza del capotreno dal marciapiede della stazione fino al segnale di partenza. È tutto spazio guadagnato.
Poi, non appena l'altro treno entra e libera gli scambi e il segnale di partenza si dispone a via libera, il treno parte. In questo modo si guadagna sempre 1 o 2 minuti. Ecco il segnale di partenza rosso. Siamo in attesa del treno incrociante, il treno regionale 4255. Der wird dann mal nicht einmal einen Befehlsbeutel oder was geben, gell? Ja, also das müsst ihr mir vorstellen. Und weißt du, was die Deutschen machen? Die Deutschen verkaufen zum Beispiel Vorschuss. Ja. Das heißt aber von 2 Euro. Ja, Was kostet, na, was kosten sie? Fuß oder 60 Schilling? Ja. Oder 10 Mark. Oder die Farblos, was die. Ecco il 4255 che arriva. Ha infatti 3 minuti di ritardo. Die Leute im Ausblock haben es mit den Lostfetzen davon gehört und bei uns wäre das völlig überstehen. Na wirklich wahr. Das denkst du, Eine gewisse Sorge. das ist nochmal ein Wahnsinn. Tut man nie allein. Come il treno entra, subito si rovescia il blocco, si gira il deviatoio e il segnale passa a via libera a 40, verde-giallo. E il capotreno immediatamente fa cenno al macchinista di proseguire. Ja, 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 so wie Das es ist wurscht, ob die einen ist. Viererplan fährt oder einen Einserplan. Mittelfeld. Ja, meistens halt nehmen sie die Leute, die was ein bisschen gemischt auf jeden Im Fall. Knittelfeld ist das ganz okay. Haben sie das immer schon so gehabt? Ja, bitte, das weiß ich nicht. Fahr mal. Ecco, segnala via libera e il capotreno ha detto di andare. Ordine dato a voce poiché si trova anche lui nella cabina. Si riparte e si esce in deviata da Ossiach-Bodensdorf e si continua a costeggiare il bellissimo lago di Ossiach. Das Gebiet ist ja schön da am Kurs, also ich wollte mir sehr Ja, ist ja schön, ja. Deswegen war nichts. Tavole di orientamento di un segnale di avviso. Das ist eine Kontrollampe für Stoßlicht. Aha, Kontrolllampe für Schlusslicht, ja, zum Schluss, ja. Tabella di avviso di tratto neutro. Il segnale 2 verdi inclinati avvisa via libera. Vi è ora una separazione fra sottostazioni della corrente alternata. Bisogna disinserire l'interruttore principale. Ecco ora le tabelle di inizio e poi fine del tratto neutro. Du sagst ja, ein schöner Betonhaus da, oder? Hast du schon gesehen, Ja, oder? warte mal, das ist ja was Interessantes. Abbiamo sentito il rumore dello scatto della leva dell'interruttore principale. Ed ecco ora il segnale principale verde e 2 gialli, via libera con avviso di via impedita. Tacitato l'Indusi, il treno frena. Su questo tipo di motrici più vecchio, l'interruttore principale viene comandato da una leva diversa da quelle delle locomotive 1044, una leva di tipo meccanico.
Ed eccoci ora alla stazione di Steindorf am Ossiachersee. In origine nata nel 1883 come fermata e poi nel 1913 trasformata in stazione. E qui la velocità ritorna a 70. Il segnale di partenza è stato disposto al verde, via libera. Ora il capotreno dà il solito segnale di via. Un colpo chiudere le porte e 2 via. Lo specchio retrovisore aiuta in modo efficace il macchinista. Ah ja, ja, mit dem Camperlet. Das war gut. Il dirigente a movimento e il capotreno scaricano delle biciclette. Come si vede si può risparmiare personale dando queste incombenze ad altro personale invece di sopprimere il servizio come si è fatto in Italia. Jawohl, Meister. Si riparte da Steindorf am Ossiachersee. Il lago è finito. Und wie hat sich so der 0-0-Betrieb bewährt? Wie? Für die 50-47er? Du, hab ich keine Ahnung, was ich hab keinen Dienst, ich bin da nicht. Ach so, du fährst da nicht Nein, da? so wie wie heißt der Kofler, Günther. Das ist eine Gewohnheit, so also, wenn es eine Mehrbelastung ist, das gar nicht mit passieren. Ja. Sag am Anfang ist es ein bisschen Ungewohnt. ungewohnt. La valle continua sempre ampia. Ora vi è velocità 60. Sie sind draufgekommen, dass oben im Geldtal, es ist so viel Italiener da. Ja. Und du, die stehen unterwegs zu, Ja. die haben keine, nur Lehre. Aber Ach so, ja, was ja, ist ja, Kartpapier? ja, ja, ja. Jetzt muss der Zug zum Bahnwechsel, musst du das umwechseln. Ja, ja. Verstehst du? Und den Teleskop, das Gerät, Ja. hast du nur auf den Poi torna a velocità 70. Tutta la velocità di questa linea oscilla sempre fra 60 e 80, con una media generica di 70. Davanti a noi, sulla destra, gli Ossiacher Tauern, cioè le montagne dei Tauri di Ossiach, cioè la catena che divide i due laghi, la valle del lago di Ossiach dalla valle del lago di Verde. La vallata, come si vede, però è sempre molto ampia e larga. Ach so, ja, ja. Der fährt jetzt schon, was ich so gehört habe, zwischen Fähring und Fricken rum. Ah, das fahren Sie schon. Die fahren sie schon, die haben aber noch nie irgendwas Konkretes gelesen. Ja, ja. Die müssen den anrufen. Heute oder gestern haben sie das neue S-Bahn gesetzt, umgeschildert oder was? Ja. Ach so, ja. Ja, also jetzt hat man mal gesagt, haben wir schon zwei gesagt. Ich habe gestern nichts Nachrichten gehört. Ich bin also nicht am Laufen. In 2 Jahren haben sie Zeit, dass sie das Dienstnetz ausschlagen. Bis 94, Ja. glaube Aber das andere, Ja, den Wurf war halt einmal geschickt, das war nicht einmal lesen. Ja. Da kriegst du nicht. weil sie gesagt haben, also den Oberbau, das nimmt die übernimmt der Staat, ja, und die Eisenbahn hat zahlt. Und so wie ich auch gelesen habe, dass dann Private auch fahren können. Nur wie das in der Praxis funktioniert soll. Naja, das ungefähr laufen so, wie zum Beispiel in Deutschland die Lufthansa ihre eigenen Züge hat auf der deutschen Bundesbahn. Ja, Diese Züge können nur Fluchtgäste der deutschen Lufthansa mit einer Flugticket benutzen. ja. Also Velocità 60. auf der deutschen Bundesbahn, natürlich mit BB-Personal, also, Ja, ja, also Lokführer und Zugführer, Zugführer und in diesen Und natürlich spart der alle Look und Waggon und und das alle haben diese alten Stellen
Si ferma ora alla fermata di Tiffen, con il nuovo fabbricato del 1982 che ha sostituito quello vecchio. Ich habe mal meinen Schwager gefragt, der ist ja bei der Lufthansa so schwer in der Werbung, das ist da nicht tätig. Und die Lufthansa hat ja die Fahrzeuge der deutschen Bundesmonopol gekauft. Bundesmonopol gekauft. Ach so. Und jetzt ist zum Beispiel so, wenn du Frechter bist und sagst, naja, nein, ich habe meine ÖKW weg, Ja. ich kaufe mir. Via libera data con un cenno della mano. Non c'era bisogno di chiudere le porte perché non è sceso nessuno. Questo elettrotreno infatti non apre le porte se non è lo stesso viaggiatore che vuol scendere ad azionarla. Pertanto, soltanto il capotreno ha aperto la sua porta, poi l'ha rinchiusa. Si riparte così da Tiffany. Come si può notare in questo tratto, le fermate non sono precedute dalla tipica tabella bianca con 3 strisce nere della fermata. Aber wen unterliegt der, wenn der so mal privat hat? Weil angenommen, ich lege jetzt ab und gleich bei den Spediteur an und fort, oder? Ja. Ich meine, das sind ja Kontrollen, das heißt, alleinig Alkohol oder Dienstschicht da, oder wer kontrolliert das? Ich meine, das ist ja eine Fülle von Problemen. Ja, Also, das ist wirklich, da wird's, was weiß ich, da wird halt, die Gesetze und die Aufsicht sogar nicht von der Bundesbahn, wenn du zuständig richtig, sind. die Aufsichtsorgane von der Bundesbahn oder Aufsichtsorgane vom Ministerium, was die das nicht so spezifisch kennt, das weiß ich Ja, ja. nicht. Das sind aber jetzt nur Vermutungen. Theoretisch geht es uns zustande kommen und zum Geld bloß. Ci si avvicina ora a Feldkirchen, il centro più importante della vallata, anche importante centro industriale e nodo stradale, un quadrivio, non solo nel nostro senso di marcia, intanto qui velocità 80, ma anche nel senso sud-nord, nella direzione che congiunge il lago di Wert con l'importante valle del Gurk. Und Absatz ist Betrieb. Betrieb, ja. Und wir zum Beispiel vom Maschinendienst fallen in den Bereich Absatz hinein. Ja, Das heißt, wir sind dann mehr oder weniger die Firma ja. ÖBB und so, der Bereich Infrastruktur. Ecco la vasta piana di Feldkirchen. So stellt sich das vor. Ja, und die müssen die Leistung bestimmen, die werden nicht zahlen. Ja, aber richtig, nicht genau. das. Und wenn die- Und der Staat würde sich die Ohrenverkarten nicht zahlen, aber dementsprechend. Das wäre heute schon. Ja, ja. Wir zahlen heute alles der Finanzminister aus dem Budget. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Feldkirchen che coi 2 verdi inclinati ci avvisa via libera. Man sagt, naja, sagt der Staat, du pass auf, das Bundesheer, wir müssen mit dem Tarif fahren, da sagt die ÖBB, jawohl, ist in Ordnung. Ora sulla nostra destra vi è un'importantissima industria ferroviaria, la Ittenberger Eisenwerksunion. Questa industria di costruzioni ferroviarie, di cui vediamo ora il capannone, è raccordata con la ferrovia. Ecco intanto le tavole del segnale di protezione, verde e 2 gialli, via libera con avviso di via impedita. Suona l'allarme dell'Indusi. Wahrscheinlich muss man natürlich auch sagen, optisch schaut es auch besser aus. Das schaut natürlich danach aus. Weil da was der Ed ecco ora il raccordo con la ditta. Poi si percorre un terrapieno, avanzo di un'antica diga ferroviaria che attraversava questa vallata, allora più profonda. Il paesaggio è qui molto cambiato. Ed eccoci ora entrare nel piazzale della stazione di Feldkirchen, che dal 1910 si chiama ufficialmente Feldkirchen in Kärnten. Si incrocia qui il merci 64503, che da Wiener Neustadt raggiunge Villach Sid, uno dei treni che evitano Klagenfurt passando di qua. liegt sich auch manches Da in geht's, Ohren da nicht. wird's ja furchtbar. Und die Mann. Sieger, das Du hast ja da einen Einblick, du siehst ja das noch besser wie wir, nicht? ja, weil sie die ganzen so. Ecco la tabella H per il punto di fermata.
Intanto il Merci riparte in direzione di Villacco. Ja, nein, aber kann ich bin auch immer gewisse Sachen. Da haben wir schon ein paar Experten dabei. Der geht ins Kloster und sagt, ja, es ist der Wein halt bis noch 2 Stunden zurück, weil er mal früher nicht dazu erwischt oder muss. Ecco i segnali del capotreno, 1 e poi 2, e si riparte da Feldkirchen. Il segnale di partenza in fondo verde da Via Libera. Die Füllen, Baumeisterstellen und so weiter, oder die Füllen Bahnhofsvorstehen und das Ganze, das wird sich auf Verwaltungsknoten reduzieren. Es gibt ja schon heute von der Streckenleitung, haben sie sowas schon. Und da sind halt dann, muss man sagen, das ist ein Signal war. Ja, wenn sie alles verkehrt sind, ich vermute, dass das mit dem Durchflugschweg zusammenhängt, dass er gleichzeitig einfahren kann, weißt du? Der auf der anderen Seite ist auch so gut, bis jetzt war der Durchflugschweg nicht gegeben. Abbiamo detto che fra le due vallate vi sono gli Ossiacher Tower. Qui, da questi monti, davanti a noi adesso, nasce il fiume Glan, che fra poco incontreremo per la prima volta. Das wird sehen. Ja, genau. In un certo senso Feldkirchen è anche il punto culminante di questo viaggio. Adesso siamo in lieve discesa. Ecco il Glan, il primo ponte sul Glan di 10 metri. Wir haben auf Grenzen und da fährt so genau, das kannst du zum Stecken. Ja. Ora la valle qui si restringe nella stretta di San Martin. E questo è il punto più pittoresco del nostro viaggio, l'unico dove il paesaggio cambia in una zona di montagna. I boschi si fanno intensi. Ora velocità 70. Was ist bei uns gemacht worden, weil die ganze Zugführungsreform sicher ist und alles, aber so wie jetzt da das Fahren, was du eine Maschine hast, dann nehmen das so, du hast mehrere Rohre wie. Ja, es war, und weil das zentral gelenkt wird und vor allem, weil zwischen jungem Personal und Brennwesen. Comunque queste pendenze non sono mai eccessive, ora stiamo scendendo in una pendenza del 9-10 per 1000. Zentral läuft. Ja. Und du musst eben durch das Abwärmsystem mit dem Computer, mit dem PC oder mit dem Mail, dass eben die Vorgewirkgruppe weg ist, das Einzige, was sie noch nicht im Blick haben, sind die Kilometer. Ed ecco ora tavole di orientamento ad un segnale di avviso. Um die Kilometrierung richtig zu erfassen. Das, was sie da machen, Due verdi inclinati, avviso di via libera. Teilweise kriegst du noch die Kilometer von den Zugführern zusammen, mit dem Zug ist 10 so wie und die Differenzen sind dermaßen. So gewaltig. Wenn du das jetzt in ein Verhältnis einsetzt, dann hast du. Ora velocità 80. Und nachher machst du eine Statistik, das sind so AS-1000-Werte. Ja. Das heißt, du rechnest für jede Triebfahrzeugreihe die Kosten pro 1000 Kilometer auf. Ja. Ed ecco le tavole del segnale di protezione. Verde, 2 verdi, via libera e avviso di via libera, ma naturalmente bisogna fermare come d'orario, mentre si è ripassato il Glan, che ora torna sulla nostra destra. Questa quindi si potrebbe definire l'alta valle del Glan.
che qui comunque è ancora molto piccolo. Ed eccoci alla stazione di St. Martin City, nata nel 1892 come fermata e poi promossa prima nel 1913 nel nome da St. Martin a St. Martin City e poi nel 1959 a stazione con il raddoppio del binario. Il segnale di partenza è distante oltre la curva, ma qui il ripetitore con la barra alzata ci indica che è stato disposto a via libera. Ricevuto l'ordine di partenza, dal capotreno il treno riparte. Einer hat immer müssen 10 Leute draußen sitzen haben, weil es war nicht gesund. Das war der Uli Waschus, Ja, der Remo. der hat gesagt, du, weiß ich nicht, dann bist du gesessen, 3 Stunden hat er gesagt, halt aus. Dann hat sie schlafen gehen, haben ausgezahlt. Das war nicht so persönliche Sachen, weil du dann einmal nichts gemacht hast. Ed ecco il segnale di partenza verde via libera. Jetzt läuft das alles so planmäßig an, weil ich gehe hin, den und den Zug habe ich, wenn ich planmäßig rausgefahren und fahre. Ich meine, so viel bin ich schon, wenn ich so mein Salzhaus komme wieder und ich weiß, ich habe den Zug, dann schreibe ich bei den Programm rein und sage, du, den und den Zug, was ist da für Maschinen drauf, ich kann mich erinnern. Wenn man sich erinnern, wenn ich den Kombi rausgefahren, draußen warten bis zu meiner planmäßigen Abfahrtzeit oder zum Vorbereiten und dann wird sagen, dann kann ich erst wieder reinfahren und der Zug ist verspätet. Ich meine, so arbeite ich nicht. Aber theoretisch geht das so arbeiten. Aber heute gehst du hin, weißt, dass du die Maschine kriegst dort um die und die Zeit, dann gehst du hin und tust du das und fährst. Am Anfang war die Sperrerei, was sie nicht so richtig gewusst haben, was die ausgeguckt hat, der dann stand da drin von sich, Ja, ja. die waren ohne Zugfährachsen eingestellt. Ne? Okay. Und ja gut, was heißt Hauptbahnhof vorher? Si è ripassato il Glan, In dem Fall, che ora è a sinistra. Vorschrift nach außen, diese ehemalige M1, das ist aber jetzt ein Dienstanweisung, da steht das noch ganz genau drin, wer wie was ganz Ja, ja. wichtig ist. Ne? Aber das muss ich auch dazu sagen, wenn da die Lokführer selber nicht sich selber geschert hätten und geschaut hätten, dann war der Betriebsstand. Sicherheit. Tutta questa zona, come si vede, è piena di bellissime foreste di abeti e molto pittoresca. Il punto più bello di questo viaggio. Ja, und einer sagt, mich interessiert das auch nicht, da geht er jetzt hin, was so wird. Man, das eine muss ihm auch klar sein, so viel Loyalität meinem Arbeitgeber gegenüber muss ich schon haben, dass ich schaue, dass der Betrieb floriert und nicht, dass ich das sabotiere. Nicht, aber wir haben schon welche dabei, die nur auf das aus. Ed ecco una tabella che ci avvisa una fermata bianca con 3 strisce nere. Ich will da überhaupt nicht schießen, weil ich essen kann, weil das ist ja mein Brötchengeber, nicht? Es gibt schon verschiedene Sachen, was du aufs Hirn bleibst, wie gesagt. Ja, aber das kannst du nicht sehr diskutieren, was wenn der Pizzastisch, wo eh nur jeder lauert und so. Die Leute von der Unzahl mehr nicht hochgehen, das ist nur keine Frage. Ed ecco la fermata di Mautbrüchen. Funziona dal 1907, però nel periodo 1918-1920 venne soppressa e poi nuovamente riaperta. Ja, der gehört aber vielleicht am Gegenzug, ne? Damit sind direkt wieder Kreuzung. Si riparte dopo l'ordine del capotreno da Mautbrücken.
si riprende velocità 80. Ed ecco le tavole di orientamento di un segnale di avviso. 2 verdi inclinati, avviso di via libera. La valle torna ad allargarsi, più o meno come nella zona intorno a Villacco. Wiese abgemäht. Ja. Ed ecco ora le tavole di orientamento e poi il segnale di protezione verde 2 verdi, via libera, avviso di via libera, ma naturalmente bisogna fermare d'orario. Siamo in stazione di Glanegg. E qui vi è l'incrocio con il regionale 4309. Den Stativ. Okay. Ablöser. Il capotreno del 4309 attende la via libera. Was mit was fuhr da? Ha? Was mit was fuhr da auf? Als du frei hast. Drum ist mir vorgekommen. Ja, so viel Gläser, da kann man sich schon einmal trainieren. Intanto però, ecco l'ordine di partenza per il nostro treno. Das ist ja ungut, Ja, sicher. Schaut da aufgeschaut und hat das aber nicht gesehen, Ja, gell? er hat jetzt, was ich weiß, wie das vom Vorgehen so anzieht oder was der da drin hat, wenn er hinten frei hat, dann kann er aber trotzdem links oder rechts freistellen. Das ist ja nicht gesperrt. Ach so. Deswegen geht es, dass ich gar nicht freistellen. Da kann aber nichts passieren in dem Sinn. Nein, aber ich weiß nicht, ob er da VW so anzieht. Was am 5000 Zylinder? Nein, er hat den normalen Flug. Ja, normal. Ja. Ed ecco il segnale di partenza verde. Come si vede, tutte queste stazioni hanno binari di incrocio molto lunghi. Sono state apposta allungate per permettere l'incrocio dei lunghi treni merci che percorrono questa linea. Questa linea, infatti, come si è detto nella presentazione, è molto più importante come traffico merci che come traffico viaggiatori. Qui abbiamo soltanto treni regionali per il traffico viaggiatori. Dopo la seconda guerra mondiale qui non passano più treni espressi. Il treno espresso più famoso che ha percorso questa linea negli anni precedenti alla prima guerra mondiale è stato il famoso treno che da San Pietroburgo raggiungeva Vienna e poi attraverso Udine e poi avanti Milano, Genova, Nizza e Cannes. Altra tabella di avviso di fermata. La parte finale ora della valle del Glan, che ora è in mezzo alla valle sulla nostra destra, è molto ampia e larga, una vera pianura. Also bei den Vorschriften ist die ganze drin. Aber da war beim Winter, was weiß ich, mit dem Schnee, die Wellen da ist nicht gegangen und so. Also doch am praktischen, da war es irgendwie angestanden. Ed eccoci alla fermata di Taukendorf-Eidensee, aperta nel 1952, prima non esisteva. Die hat sich nur noch drin gehalten. Ja, dann so wie tun wir auch nichts sagen. Wenn es für mich, wenn mir in der Nacht vorkommt, jetzt ist das lieber dann noch eine Schale See, nicht? Weil da schaue ich jetzt noch ein Thermometer oder noch drin. Der Erfahrung oder so. Ja, und die hat sich genau noch die Richtlinien gehalten. Das war jetzt spät, dann ist nichts mehr gegangen. Ja, wie der glaubst. Die Vorschrift haltet sich nicht nach dem Bett aus, gell? Nein.
Si riparte da Taukendorf-Heidensee. Das muss ich immer schauen, ich bin auch auf Anschlussreise. Questo suono dell'indusi era collegato alla tabella triangolare 6 che indica una riduzione di velocità ed è indicato nell'orario come indusi al chilometro 338,5 perché la velocità da 80 scende a 60. Quindi in certi casi le riduzioni sono indicate appunto dal magnete che bisogna tacitare sempre. Ed ecco velocità 60. Da führt sie aufs Leber. Da gibt es ein Signal geben. Was? Ist nichts vorgesehen, ist kein Pfeifler. Schon, das ist richtig, weil es ist kein Pfeifenflug, das Ja. stimmt schon. Aber wenn du so mal aufgrund deiner Erfahrung sagst, das ist ein bisschen eine gefährliche Partie, na Ich ja, wollte immer, wenn sie jetzt gehen und schauen und wenn irgendeine Annäherung oder was ist, gleich ist er ja. vorher. Ora però la velocità può risalire ad 80. Come si vede questo tratto a velocità ridotta era riferito a raggio stretto di questa curva. Ecco ora tavole di orientamento di un segnale di avviso. Il segnale avvisa via libera, due verdi inclinati. La linea, come si vede qui, anche se la valle è ampia e larga, ha comunque un andamento un po' a zig-zag e questo spiega ogni tanto queste curve strette dove la velocità va ridotta. Ecco il segnale verde, due gialli. Suona l'indusi, via libera con avviso di via impedita e si entra in stazione di Liebenfels. Questa stazione nacque però con un altro nome, Feistritz Pulst, e nacque come fermata. Poi nel 1906 venne promossa a stazione e poi dopo la prima guerra mondiale cambiò il nome dall'antico Feistritz Pulst a Liebenfels. In fondo il segnale di partenza, verde, è già disposto a via libera. Partenza da Liebenfels e nel cambio del nastro il pezzo della partenza è andato perduto. La velocità di linea è qui 80, ma ora nuovamente vi è un magnete indusi con la tabella triangolare 6 per un'alta riduzione di velocità a 60 e suona l'allarme. Eccola. Nuovamente la velocità scende e nuovamente il magnete avvisa la riduzione. Ja, ja. Ed ecco la tabella 6, velocità 60. La linea, come si vede, segue nella vallata un percorso a zig-zag. Tabella avviso di fermata. Ora nuovamente la velocità è 80, un'altra volta quindi una riduzione dovuta alla curva. La fermata di Lebmach venne aperta all'esercizio nel 1885
Dal 1968 è impresenziata. Come si può notare, si tratta di un antico casello davanti al quale è stato aggiunto un piccolo marciapiede. Si riparte da Levmach dopo i segnali del capotreno. Un altro indusi e un altro allarme per un'alta riduzione di velocità. Ecco velocità 60. Sempre per l'andamento tortuoso della linea. E di nuovo velocità 80. Indubbiamente bisogna dire che i costruttori hanno tracciato una linea quasi più da servizio locale che si avvicina ai paesi qua e là nella vallata, che una linea che era nata appunto per essere una linea importantissima di treni espressi, quindi una linea praticamente che avrebbe potuto venire tracciata diritta. Ed ecco ora le tavole di orientamento di un segnale d'avviso. Le due luci verdi inclinate avvisano via libera. Also ich nutze den Treffer da jedes Jahr, das sind nur Poesie. Poi se vai in Belgien, a Spanien, insomma cosa Siamo ormai alla fine della vallata. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione. Verde e due gialli. Via libera e avviso di via impedita. Suona l'Indusi. Siamo arrivati a St. Veit an der Glan e precisamente alla stazione Ovest. St. Veit an der Glan Westbahnhof. La stazione è un'importante stazione merci e anche sede di deposito locomotive. Questa stazione ha cambiato dei nomi nel corso della storia. Tutta questa zona ha subito dei cambiamenti, ma di questo parleremo tra breve. Ecco il treno fermarsi a St. Veit an der Glan Westbahnhof. Il segnale di partenza e anche il segnale di protezione della stazione principale che è qui attaccata. Pertanto il segnale d'avviso è il segnale d'avviso del segnale di partenza di St. Veit an der Glan Hauptbahnhof. Il segnale rosso
poi passa a verde-giallo via libera 40 con 2 gialli, avviso di via impedita. Gibt's einige logisch. 50.000 Schilling schon. Ecco l'ordine di partenza dato dal capotreno e praticamente le due stazioni sono attaccate. Passando il segnale entriamo nell'altra stazione, la stazione principale, la Hauptbahnhof. Qui abbiamo un triangolo ferroviario con la linea che viene da Klagenfurt, la linea Villacco-Klagenfurt-Vienna. Siamo tornati sulla linea principale. Ecco qui a destra il binario verso Klagenfurt e poi l'altro binario che viene da Klagenfurt. Questa curva si chiama Triester Schleife, cioè il raccordo di Trieste. Un segnale di manovra che non si cambia quando passa un treno ed ecco la linea da Klagenfurt, il Triester Schleife, e il nostro treno 4306 conclude così il suo viaggio alla stazione di St. Veit an der Glan Hauptbahnhof, cioè la stazione principale. Siamo ora sull'attuale linea Villacco Klagenfurt Bruck an der Mur Vienna. Il treno 4306 incrocia qui il 4311, che però è il medesimo materiale che torna indietro. In quella curiosa regola degli incroci, due treni diversi però effettuati dal medesimo elettrotreno. Ed ora vediamo un momento la situazione storica di St. Veit an der Glan. Ecco la zona di St. Veit an der Glan. La ferrovia rudolfiana, provenendo da St. Valentin a Stetten, arrivò qui nel 1868. Qui sorse la stazione. Questa stazione venne chiamata St. Veit an der Glan. Poi più avanti una fermata chiamata Stad St. Veit, cioè città di St. Veit, e poi la linea proseguì verso Villacco Tarvisio. Poi 1876 il primo cambio. St. Veit an der Glan diventa Glandorf e Stad St. Veit an der Glan. Nel 1880 diventa anche questa stazione, dall'originaria fermata. Intanto, subito dalla stazione che a quell'epoca si chiamava St. Veit an der Glan era stata diramata nel 1869 la congiunzione con Klagenfurt. Nel 1906 questa linea si prolungherà oltre Klagenfurt fino a Rosenbach e Jesenice e il chilometro zero appunto della linea Klagenfurt-Rosenbach-Jesenice è qui, a Glandorf. Nel 1907 Glandorf ritorna a St. Veit an der Glan e St. Veit an der Glan, adesso stazione, ritorna a Stad St. Veit. Nel 1912 un grande cambio, poiché con l'apertura della linea verso le Caravanche si aveva la Transalpina verso Trieste, i treni espressi che andavano a Trieste e provenivano dalla direzione nord dovevano invertire la marcia e poi ripartire per il sud. Perciò ci fu una variante della linea. La linea venne deviata a Lausdorf
e con un nuovo tracciato, seguendo una S, raggiunge così la città di St. Veit an der Glan e qui sorge la nuova stazione. Si forma così un triangolo ferroviario. La congiunzione fra la nuova stazione e la linea preesistente, per questo motivo, essendo verso la Transalpina, viene chiamata Triester Schleife, cioè il raccordo di Trieste. Il tracciato in questione qui invece viene abbandonato e oggi se ne trovano ancora tracce in strade campestri. Abbiamo così la nuova stazione di St. Veit an der Glan Personenbahnhof, la fermata di Glandorf, mentre Glandorf ritorna nuovamente St. Veit an der Glan, ma questa volta Rangierbahnhof. Nel 1946 Glandorf viene chiusa. Nel 1949 i nomi cambiano ancora, come oggi. St. Veit an der Glan Hauptbahnhof, la stazione sulla linea principale. St. Veit an der Glan Westbahnhof, la stazione sulla linea del lago di Ossiak, e St. Veit an der Glan Verschubbahnhof, cioè la stazione di manovra, la stazione sulla linea di Klagenfurt. Questa è quindi la situazione attuale di oggi. Oggi il traffico principale si svolge da Villacco a Klagenfurt, non esistendo più il problema della compagnia privata Südbahn, come del resto è logico, essendo Klagenfurt la capitale della Carinzia. Poi la linea raggiunge St. Veit an der Glan e poi si procede sul nuovo tracciato verso Vienna. E questa resta la diramazione secondaria ma importante per il traffico merci lungo il lago di Ossiak per Villacco. Ecco quindi la storia di St. Veit an der Glan. Possiamo ora compiere il nostro viaggio di ritorno da St. Veit an der Glan verso Villacco. Il nostro elettrotreno attende l'ora della partenza. Vi è però anche una coincidenza. Con l'Intercity 591 Drau-Courier Vienna-Klagenfurt-Villacco. Ed ecco arrivare l'Intercity, formato con l'elettrotreno della serie 4010, il vecchio elettrotreno rapido delle ferrovie austriache, ma sempre valido. Il segnale di partenza è disposto a via libero ma coperto dalla tabella H, 2 verdi, velocità 60 e sotto 2 verdi inclinati avviso di via libera per il Drau-Courier. E questo è il treno che il giorno dopo, come turno, il macchinista che il giorno prima fa Tarvisio-Vienna con il Romulus ritorna la mattina dopo da Vienna a Villacco con questo treno. Il Drau-Courier riparte verso Klagenfurt e Villacco. Ed ecco il segnale di partenza, velocità 60, avviso di via libera, ed ora percorre il Triester Schleife, la congiunzione fra la nuova linea e la vecchia.
Ed ora il segnale di partenza torna a via impedita. Wiederbelebungsbesteck. Ich denke mal wieder. Ed ora, fatta la coincidenza, tocca al 43011 partire da St. Veit verso Villacco sulla linea dell'Ossiachersee. Ricevuto l'ordine di partenza, il nostro treno si avvia. Anche qui il segnale di partenza è accoppiato con l'avviso della partenza dell'altra stazione e fa da partenza e anche da protezione dell'altra stazione. Verde giallo 40 e avviso di via impedita. E suona l'Indusi. Aspetta, questo è Togo. a Togo. Ist ja da was, ist ja mal der länger oder was? Der Bruder Krisenfall ist bis am 21. Ja, hilft ja nichts. Das Name sind quasi die 2 Uhr. Davanti a noi, verso sinistra, il Trieste Schleife, mentre noi, verso destra, andiamo alla stazione Ovest. Un segnale di manovra. Sono rari i casi in cui il segnale di partenza fa anche da segnale di protezione dell'altra stazione. E questo è uno di questi rari casi. Ecco qui il raccordo, che in realtà è l'antica linea che proviene da sinistra, e siamo a St. Veit an der Glan Westbahnhof, l'antica Stadt St. Veit. Ja, das ist gut, ja. Was? Schauen, dass der Weg rauskommt. Und es noch nicht 2 Tiere auf. Vierte. Jürgen, vierte. Partenza, il banco di comando del vecchio elettrotreno. Vecchio ma sempre valido. E per questi servizi locali a velocità non elevata, sempre in gamba. Si riparte da St. Veit an der Glan Westbahnhof e siamo ora nuovamente nell'ampia vallata percorsa dal fiume Glan, dove la linea ha quel curioso percorso a zig-zag. Il segnale di partenza verde ci dà via libera. Das ist nicht schlecht. La velocità è ora 80, ma presto scenderà a 60 in una curva e avremo l'allarme dell'Indusi. E la tabella triangolare 6. Ja, ja. Das ist auch noch. Das kannst du erst mit der Blinkklickanlage noch nicht machen, gell? Ja, Das ist ja regelmäßig gemacht. alles gebraucht, ja. Ecco il triangolo. E l'Indusi. Ja, naja, sag mal, will hätte, wie gesagt, also die Urlaubsbahn machen, also zwischen wieder, fahren wir nach Frankfurt. Ed ora velocità 60. Dann wieder zurück. Wir sehen, dann fahren wir rein zu Frankfurt. Aber ich habe so viel Leute, da gesagt, nach bald Ja. 100. Ja, und die BB, ich bin runtergefahren, so mit dem Zug. Das ist sowieso ein Witz, dass der vom S-Bahn und Wegfahrt schon verraten.
si avanza. E poi nuovamente velocità 80. Viel lange Schluss. Ja, Also da fahr keine Luft. nein, nein, das ist die Fahrkompanie, die fährt die Slowenen. Achso. Der Donnerstag vom Fahrrad, die slawischen Wo haben sie auch aufgeleitet, gell? da sind immer viele. Also immer genauso voll. Ja, die Bundesbahn fährt zum Abend das Nostalgieprogramm, das jeden Samstag vom Wiener Ja, Westbahnhof das ist ja die Ostbahn. Das ist natürlich auch total schmutzig. Ich habe ja gesagt zum Neugebauer, zum Chef nicht, so wie geht's denn hier, wenn ein Notbahnhof vom Westbahnhof liegt. Ed ecco la tabella di avviso di fermata. Ich meine, die Insider, die wissen eh, weil er muss die Garnitur, wer fährt denn etwas der slowenischen Garnitur, die holt die vorne auf, in der Aber ich Früh, sehe die Alten, die hast du in nicht der ja. Früh kommt ein Plan, die sich auf, die sind zum Zug zu rennen. Und die muss er sowieso am Hauptbahnhof holen, die Garnitur. Und zwar halt am Hauptbahnhof, wenn er auf das Hinterhof liegt, jetzt steht er allein. Ed ecco la fermata di Lebmac del 1885, ricavata con un marciapiede davanti a un casello. Ich verstehe viel so nicht, was in der Wohnung ist oder so. Weil da sind sie so engstirnig noch, weißt du? Ich verstehe es ja so nicht, warum sie den Westbahnhof wegfahren. Ja. Kriege ich mal einen Schlatz, deswegen, weil sie sich dann einfach nichts sagen lassen, weißt du? Da sind ein paar wichtige dabei, weißt du? Ja, so ich bin gerade der Chef und da ist Uno e poi due, chiudere le porte e via. Si riparte da Lebmac. Relativ ein breites Publikum anzusprechen, weil das Ganze muss ja ein bisschen eine Einnahme abbrechen. Der Deutsche fährt zum Beispiel noch die Nostalgiefahrt, gell? Ja. Die kaufen die Dampfer wieder zurück. Ja, Was die aufbauen. ja, die Nation, Die machen Millionen Gewinne. ja. Und in Wien hat die Delegation Wien von den Slowenen drei Reiskassen, zwei Reiskassen und drei Reiskassen gekauft. Das war sie nicht vorgefahren. Vor ein paar Monaten, schon durchs haben sie 6 Maschinen eingezogen. Davon hat die Bundesbahn 2 gekauft. Das Eisenbahnmuseum Schwarzhof, eine Maschine. Der Rauter Wiedmann, glaube ich, ist da noch in Verhandlungen von Mittelfurt und für Aluk, einige noch England. Ecco le tavole di orientamento del segnale di avviso. Da haben wir den 93er gehabt, ne? Und da haben sie ja schön hergerichtet gehabt. Wo ist er hin? In die Schweiz. Der weiß aber, warum das so war. Ja. Due verdi inclinati, avviso di via libera. Das war ein Verein, das war die Kärntner Museumsbahn. Und die Kärntner Museumsbahnen, wie gesagt, haben die Kultur gewonnen. Ja. Dann haben sie den 93er gehabt. Dann gibt es unten diese Pferdetramway. Ja. Und so weiter und so fort. Die holen, damals war das noch ein Verein. Ecco le tavole del segnale principale Also das Dreischienengleis-Betreiber bei Hofbauungen haben sie gebaut. e poi verde due verdi, via libera, avviso di via libera, ma naturalmente bisogna fermare come d'orario. Si arriva così all'antica stazione di Feistritz Puls dal 1965 Liebenfels, nata come fermata e poi nel 1906 promossa stazione. E qui si incrocia il treno merci 43714 Villach Süd Wien Matzlendorf. Dann haben sie die Maschinen verkauft und dann hat sich der Verein gespalten. Deswegen sind heute 2 Vereine. Ja, aber was ich nicht verstehe, ist das eine, wenn er die Eisenbahn wirklich ein Geschäft machen will, oder? Dann wäre das ja rentabel gewesen, dass sie die Maschinen kaufen. Ja, wollten sie ja eigentlich. Die Verhandlungen waren nicht an. Ja, ja, siehst du. Nur so, die hat die Bahn nicht gezahlt. Nicht? Da scheitert das an 100.000 Schilling wahrscheinlich. Ja. Weil das sind Sachen, nicht, wo sie genauso wieder umstreiten, nicht, sagst, was weiß ich,
600.000 Schilling mit einem Beschluss, wo sie nicht Si riparte da Liebenfels. In fondo il segnale verde di partenza dà via libera. Das ist ein Fluss, das ist einfach hoch. Das ist halt der Wahnsinn dabei. Also auch einfach, das ist ja alles der engständig. La lunghezza dei merci che percorrono questa linea spiega perché i piazzali delle stazioni sono stati così allungati. Ecco il segnale di partenza. Und das eine zum Beispiel, auch wenn Sie heute die Vereine, was sich da auskristallisieren, wenn wir heute irgendeine Maschinendrum halt aufarbeiten lassen auf der Eisenbahn. Ja. Welche Unsummen das die verlangen. Ja, was die machen? Was Die die gehen heute her, die gehen nach 100, Nuovamente velocità 80. Das geht nicht anders. Ich weiß zum Beispiel eins, die haben die Luftpumpen von 93er in Ja. Lichtenfeld draußen aufgebaut. Ja. Die haben 60.000 Schilling gezahlt, Ja. nur damit sie eine Luftpumpe abdienen. Ja. Da frage ich mich nicht, wo das nicht Sinn hat. Das kann nicht funktionieren. Weil der Verein auf die Art rum oder von der Luft 60 Grad umlegen muss, damit es wieder funktioniert. Das geht uns eh. Ja. Aber aufgehört, dass wir damit gehört. Ne? Da fragst du dann irgendwann einmal, also, wird die Eisenbahn gescheit gemacht oder was wird? Das ist ja das Problem bei der ganzen Sache. Wie gesagt, die Bundesbahn sagt, die Direktion, die hat ja noch viel zu wenig Erfahrung. Erstens und zweitens haben sie auch viel zu wenig Engagement-Einsatz. Ja, das Interesse für Das Interesse nicht. Und deswegen hat es auch nicht solche gegeben. Ich bin zum Beispiel, bis ich mal gefahren am 1. und am 2. Mai im Geldtal, habe ich 5042er von Wien bestellt. Das war heute diesen Geldtal in Brandenburg war. Erst ich habe das als Mitarbeiter der Zugführungsleitung FILA, habe ich das Ganze gemanagt in meiner Freizeit. War 2 Tage mit den Burschen unterwegs. Da haben wir den Primo bewirtschaftet, von Gruppen 42 GmbH. Da habe ich in einer Verwendungsmittel reingeschrieben, die nicht einmal von einer Antwort, geschweige denn, dass am 1. und am 2. Mai irgendwann auf eine Reaktion da war. Ihr Geschäft wird gerade. Ja, das kannst du sagen. Ne? Das interessiert dich einfach nicht. Aber auf die Kleinigkeiten reiten sie immer durch. Ne? Die Leute waren so begeistert. La linea procede nel suo percorso tortuoso. È curioso che qui, nella curva precedente, 1 chilometro fa, all'andata vi era la velocità 60 all'Indusi e al ritorno no. Ed ecco ora la fermata di Taukendorf-Eidensee del 1952. Si riparte da Taukendorf-Eidensee. So bei der Vorstufe ein gewisser Schwung. Ja, wenn der am Mehrzahl singt oder was, dann schaut er auf. Schaut Ja. er auf, weißt du. Also es geht auch über die Spannung jetzt. Ja, aber da hat er die 3 Vorstufen, mehr oder weniger. Das heißt, 3 Hauptstufen. Die Unterstufen schaltet er Ja, automatisch. schaut er mit dem Schaltag so weit. Wir sind in die Relais, wo es das macht. Ja, ja. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale di avviso. Velocità 70. Due gialli orizzontali, avviso di via impedita. E suona l'allarme dell'Indusi mentre la velocità di linea ritorna a 80. Comunque bisogna frenare perché il segnale è da aspettarsi sul rosso. Il treno però non frena perché intanto il segnale si è disposto a via libera ed è visibile già da lontano. Verde e 2 gialli, via libera e avviso di via impedita. Nuovamente suona l'Indusi.
Entriamo così in stazione di Glannegg. Wie ins Erdfall sind. Ist dagegen zugekommen, also er war auf dem Gleis gestanden. Ja. Da vorne ist der, der hat aber auf dem linken Gleis freigestellt. Also, Ja, das ist schön. da war gesagt, dass du irgendwo durchfahren oder wieder was. Ah, so war mein Einschüler hat da etwas falsch gestellt. Il segnale di partenza è passato al verde. Die Karten auch nicht gespielt haben. Ja, ja. Das wäre super Sache, nicht? Wenn er halt irgendwas macht. Sein Enter irgendwas. Ja, die wollte ich auch. Jetzt, du kriegst das von, wie heißt das oben, das Schwöll da oben? Steiner Brück. Du kriegst das so, klar. Früher hast du die Baumeisterstellen gekriegt. Ja. Sogar über oben und an. Das zweite Gleis bekommen. So was einen Schwöll verdient. So irgendwas alles, wo für Steiner Brück. Ja. Da war Schwager draußen im Bug, der ist Gleismeister. Und da ist aber eine Schwuler Frau. Ja gut, der reißt sich so eine. Si riparte così da Glannegg. Weil er sagt, die Baustelle ist eben dementsprechend groß und weiter. Qui la valle molto larga comincia a restringersi e ci avviamo verso quella zona molto pittoresca, la stretta di San Martín. Ecco il segnale di partenza. Das heißt, der Baum da ist der Hof. Ja. Aber so kommst du gleich, dass es Wenn du halt hergehst und bestellst, ist aber so ein Bauernhof, da war der Zug aus einem Gefeit passiert. Und da werden muss man sich ein, zweimal ganz schnell bestellt, der braucht eine. Und wenn du dann schaust, du hast schneller, also drinnen sind nicht, dass er das sind zeitweise so hin, dass er gar nichts mehr durchkommt. Ja, das ist natürlich so. Weil früher. Weil da sind die 6 Schilling rausgeschmissen. Ja. Das kannst du nicht mehr. Ja, klar. Si passa la prima volta il fiume Glan. In tutto la linea lo passa 4 volte. Comunque su questa linea, come si vede, i ponti sono tutti piccolissimi. Mancano le gallerie, non vi sono particolari opere d'arte da segnalare. Da ist aber auch interessant. Das da auch was da früher. Tabella di avviso di fermata. Siamo ora in lieve salita del 10 per 1000. Il treno si ferma alla fermata di Mautbrücken, aperta nel 1907, chiusa nel 1918, riaperta nel 1920 e impresenziata dal 1974. Zurück ist nicht so warm. Ja, das ist überhaupt nicht. Das ist noch viel Sommer. Ja, das ist cool. Das ist der alte Quartier. Ja. Ja. Aber es ist bei Boden, ja. Nein, ich war noch nicht. Ich bin ja vom Mülscher, deswegen, gell? Ja, du bist sowieso cool. Ja, Das ist 21 so da. Autobahn. Si riparte da Mautbrücken. Also bei uns in Kärnten, das ist die Salzquadratur, das ist der Rock. Siamo ora nella zona della stretta, dove la valle si fa pittoresca in un paesaggio ricco di verde e di foreste di abeti, l'unica zona veramente definibile di montagna di questo percorso.
das ist super benannt. Nein, ich finde überhaupt die Strecken sehr schön. Das, ich meine, der Teil, also ein Streckenstück zwischen den Kirchen und St. Veit, Villach ist überhaupt sehr schön. Ja. Vor allem, was da nicht passiert. Ecco ora tavole di orientamento di segnale di avviso. Das in 3-4 Jahren müssen wir erst mal fast den See nicht mehr sehen. Verstehst du? Due gialli e un verde basso. Suono dell'Indusi, avviso di velocità 40 mentre si passa il Glan. Si entra così in deviazione. Abbiamo qui un incrocio. Dopo le tavole del segnale principale, questo mostra verde-giallo velocità 40 e due gialli, avviso di via impedita. Suona nuovamente l'allarme dell'Indusi. Ed ecco il locale 4308 che si incrocia a St. Martin City. Questo ha già svolto il servizio viaggiatori ed è avanzato fino al segnale di partenza, così come avevamo fatto noi nel viaggio d'andata a Ossiak. Ed ora è pronto a scattare via non appena il segnale di partenza dà via libera. In questo caso, come vediamo, questo nuovo modo di fare incroci consente intanto anche di poter realizzare un ulteriore incrocio. Vi è infatti un treno merci in ritardo. Il nostro treno ora si ferma a St. Martin City. Nata nel 1892 come fermata di St. Martin, nel 1913 St. Martin City e poi nel 1959 trasformata in stazione. Ora il dirigente movimento ha già il segnale il treno merci in ritardo. Facendo avanzare il locale, che intanto è già ripartito e ha liberato il binario di corsa, abbiamo così praticamente come una successione di sezioni di blocco. Ed ora infatti entra in stazione il treno merci in ritardo, mentre il locale si trova già nell'altra sezione. In questo modo, sfruttando abilmente queste nuove regole degli incroci e le distanze dei segnali, i dirigenti in movimento sono riusciti a infilare questo treno merci il 43054 Villaco Sud Wien Meissendorf in mezzo ai treni locali. In questo modo, come si vede, il segnale di protezione e il segnale di partenza fungono proprio da segnali di distanziamento di blocco e la stazione è diventata una vera e propria sezione di blocco. Noi abbiamo già svolto il servizio viaggiatori ed ora, non appena il segnale di partenza da rosso passa al verde-giallo, velocità 40, possiamo ripartire in deviata da St. Martin City. Il merci intanto rallenta per fermarsi al segnale di partenza perché il locale impegna ancora la sezione fra le due stazioni. Ed ecco il nostro locale ripartire in deviata da St. Martin City. Ja, da müssen Vordienstleiterprüfung machen, Luftführerprüfung machen, alles. Die haben also, das ist also eine Art Universalausbildung, weißt du? So wie es bei uns früher war, bei den Juristen, der von der Hochschule gekommen ist. Davanti a noi gli Ossiaker Tower che dividono questa valle dalla valle del lago di Wörth. Si riprende velocità 80.
was in der Rätseltherapie und da e si passa il glam. schuld oder nicht schuld ist, da war halt schon geschickt, wenn er das was vom Betrieb auch versteht. Früher war es Era questo il terzo attraversamento del fiume Glam. Ora velocità 70. Nur mit den Prüfer und Obst, die was mitgebracht so richtig, ja. Aber es ist ein großer Notteil dabei. Du hast nachher, die setzen sich nur mehr ein, beziehungsweise du kannst die Prüfer nachher nur mehr machen, wie die verwollten Müll. Ja. Du hast einfach keine Chance mehr, die Leute zu füllen. Ich meine, du kannst schon machen. Aber machen wir dann kommerzielle Spiel, was in einer Selbststudie ist. Das magst du sowieso nicht. Ja, da musst du schon. Was denn mit den Paragraphen? Ja. Du, Das muss nicht liegen, ja. Ich bei der Bahn angefangen habe, ich habe jetzt also nicht die kommerzielle machen, sondern die kaufmännische. Ja. Und die Verwendungsvorprüfung, die Verwaltungsvorprüfung, aber die Verkehrsvorprüfung, weil damals hat das Betriebsvorprüfung geheißen, das war für Verwaltungspersonal eine kleinere Prüfung. Also was du, muss man sagen, Passata la zona della stretta, la valle ora si allarga nella conca di Feldkirchen. Was machst du jetzt? ich bin jetzt in vieler Wirtschaftsführer. Ich mache die gesamte Abrechnung zur Waldverwaltung, dann die ganze Auftragsnummer für die Werkstatt, dann die Kreditbewirtschaftung, die Firmenrechnungen, die Verordnung, das ganze Ding, das ist scheiße. Sich ärgern über gewisse Herren. Die Einstimmigkeit, der Bursch. Jetzt habe ich einen netten Mittag geschmissen mit 1,5 Mille, und zwar von Ferienheim St. Urwald. Das muss ich wieder machen. Ne? Da macht der Zubrot die Heizung ein. Velocità 80. Ed ecco le tavole di orientamento dell'avviso di Feldkirchen. Due verdi inclinati avviso di via libera. Diese Arbeit sind völlig Nummern, noch an Positionen. Und jetzt kriege ich eine zweite Regelung, verstehst du? Dann hat er auch Positionen eine, was ja im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht drin war. Jetzt soll man das ausgerechnet, so 1,6 Millionen Schilling, was das Geld da, und jetzt war der 400.000 Si passa l'ultima volta al Glan che va verso la sorgente. Ed ecco le tavole del segnale di protezione. Der Sahara macht das in der Direktion. Ja, so. Verde e due gialli. Suona l'Indusi, via libera con avviso di via impedita. E si entra in stazione di Feldkirchen in Kärnten. Nome questo dal 1910, prima soltanto Feldkirchen, il centro industriale e nodo di traffico più importante di questa zona. Du nie so 100% rumkommst. Du hast eine Sparte drin von ca. 10%. Anbotsüberschreitung. Ja, aber wenn jetzt einmal was drüber geht, dann wird es kritisch. Ja, 400.000 ist ein fester Brocken. Weil das ist ja nicht das Problem der Eisenbahn, sondern das ist das Problem der Firma, wenn die halt zu billig anbieten. Ne? Weil Nein, das ist nicht so billig anbieten, sondern dass die einfach drüber. La tabella H indica il punto di arresto. Si riparte da Feldkirchen. La seconda tabella H è il punto d'arresto per treni più lunghi. Oder auf der Eisenbahn wird das ein bisschen anders laufen. Ne? Das ist im Grunde genommen letztendlich gleich. Ja, im Grunde genommen. So ist die eigentlich. Ja, es ist natürlich eins, ein gutes Gefühl. Ed ecco il segnale di partenza verde. Wenn der zum Beispiel Ora si attraversa questo antico terrapieno, una specie di diga ferroviaria attraverso la valle. Situazione completamente mutata però rispetto ai tempi della costruzione della ferrovia. Ed ecco ora lo scambio del raccordo con le Ittenberger Einswerksunion, ditta questa costruttrice di materiale ferroviario. das die Schuld nicht mehr aus hat. Ja, nachher du siehst, der hat über den Wald geht, oder ist es was anderes? Siamo qui a velocità 80. Genauso, wenn du zum Beispiel hergehst und schaust, Monofiederkaufmann
ist eine Schuld, auf der brauchst du mit 140 Millionen Schilling. Ja. Wie du, jeder Laie, also der wurde Karotte in Kassette, das Geschehen ein bisschen beobachtet hat. Der wird sich ja denken, ja, du das. Ed ora siamo in lieve discesa. Feldkirchen è un po' il culmine di questo viaggio St. Veit-Villacco. Naturalmente le pendenze sono minime, il viaggio è quasi pianeggiante. Davanti a noi la catena degli Ossiacher Towern, dietro vi è il lago di Wörth. So in war nicht so, ne? Wo ist die Eröffnung? Ja. Wann war? Um 1:30 oder was war die Eröffnungsfeier? Oder um 1? Ed ora velocità 70. Poi dopo soli 200 metri, velocità 60. Du hast gesehen, das Eingangstor haben sie auch noch nicht ganz fertig. Ja. Wo die Eröffnung ist schon, nicht? Weil der Termin steht, nicht? Ja, schön haben sie es überlebt. Ich weiß nicht, der Korn ist aber von der Sache. Aber das ist so, das siehst du dann wieder rein. Weil die kannst du nicht einsehen. Ich weiß, Di nuovo velocità 70. La linea continua serpeggiando. Comunque osservando tutto il tracciato della ferrovia del Principe Rodolfo, da Amstetten a Lubiana, è un tracciato estremamente tortuoso anche nelle zone di pianura. Una linea che certo non è stata costruita con criteri di linea di grande comunicazione e di treni espressi. Pakete mit Einladungsgeschenke und dann darf man viel Chef gemacht werden. Il treno ora si ferma alla fermata di Tiffen del 1886 con il nuovo fabbricato del 1982. das geht wird ja alles ausgeschrieben. Gut, das wird überall ausgeschrieben. Nee, das ist klar. Das wird überall ausgeschrieben. Nicht? Also, ich meine, Verstehst gut, du darfst eins nicht vergessen, die Aktion für einen Hemsat Urban, beziehungsweise das, was ich glaube ich fehlerhaft ist, ist ein bisschen eine eigene Partie. Das ist ein bisschen anders. Schau zum Beispiel, das Geld, das, was sie jetzt da umbauen, das haben die sich ja die selber erwirtschaftet. Was denn? I segnali del capotreno, si riparte. Das Geld liegt auf der Bank und das ist nur deswegen so ein Konto, damit die ersten von die Buchhaltung aufnehmen kann, beziehungsweise das dann anweisen kann. Was ich sagen will, so, aber zahlen die das, also budgetmäßig, du lässt jetzt die Bahn nicht in dem Sinne. Das haben sie alles selber irgendwie, Ja, das ist nicht klar. Da muss ja was hängen bleiben. Oder? haben das alles gemacht. Ja, weißt du, weil schon beim Seemann den Altbau, weißt du, es geht ja einfach um 10 Millionen. Da ist halt so, da gibt es ja die großen Pakete dann von den Firmen. Ja, das ist wieder anders. Das läuft wieder anders. Weil die kostet an, so ein Paket, dann die halbe Million Schilling. Da stellst du Gold rum und dran mit 200 Kilonen, weißt du, Ja. 1000 Teufel. La valle si riallarga. Das war sie dann die Eisenbahn für die Kirchenorgel was spendieren. Da was. Weißt du, was lange ist? Der Liegel Alexander, der gestorben ist, Ja. der Lokführer, der Junge, der geflogen hat, der hat nichts mit dem geflogen hat. Alles Kennst du klar. den? Der ist ja bei uns Ausbruch noch. Wiederkasten. Liegel Alexander. Wie alt war der da? Wer ist 23 Jahre. Kenn ich nicht noch. Und der ist in Stabitz daheim in Walditz. Ja. Und die waren auf einem Kirchtag
Und die sind ins Auto eingesessen und sind kompressiert und sind über den Hügel runtergeflogen und mit dem Auto in einen Bach rein. Und der eine Bersch, der ist rausgekommen, mit der Liege ist eingeklemmt gewesen. Ecco le tavole di orientamento del segnale di avviso. Haben sie angerufen, ja, der ist eben gestorben. Und dann ist das so, wenn einer stirbt, dann Due verdi inclinati, avviso di via libera. und jetzt ist aber in der Bade drin gestanden. Also es wird versucht, von Franz Spenden zugunsten der Kirchenorgel in Wallnitz das abzusehen. Und das wird jetzt haben wir. Ora velocità 80. Die hat ja das Goldfliese so von einem Tausender gekriegt. Ne? Ed ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione. Die Orgel wollte ich aber wissen, da hat geschrieben, was das geht. Das ist auch ganz interessant. Aber Verde e due gialli, via libera e avviso di via impedita e suona l'Indusi. Sounds an und für sich. Sicher. Der Eisenbahn sagt gut. Schenkt nicht raus. Ed eccoci in stazione di Steindorf am Ossiakersee. Besteht zwischen Verwaltung, wenn man es nicht Verwaltung jetzt in dem Fall, sondern einfach die Verantwortung oder für die Chefs her. Nata nel 1883 come fermata e poi nel 1913 trasformata in stazione. Abbiamo visto il dirigente movimento pronto per caricare valigie. Mentre in Italia si è soppresso il servizio bagagli, qui si è soppresso l'addetto e si è passato il compito ad altro personale. Muster ist ein Fahrplan, also ein Fahrplan für mehrere Züge. Das heißt, Fatto il carico si riparte alle Stunden e si comincia così ora a costeggiare per più di 10 km il lungo lago di Ossiak, nur Minute, che comincia qui sulla nostra sinistra. Stunde geht dazu. Da ist nur Minuten eingezählt. Und da sind, ja, das hat er das. Ecco il segnale di partenza verde, dopo il ripetitore. Das Haus ist auch so direkt da. Ed ecco l'avviso di un tratto neutro. I tratti neutri nella corrente alternata separano le sottostazioni elettriche. Ed ecco ora la tabella di inizio del tratto neutro e poi la tabella fine. Il macchinista disinserisce l'interruttore principale. Ed ora lo ha riattaccato, mentre la velocità è qui 90. È cominciata la zona turistica della riviera del lago di Ossia. Tavole di orientamento di segnale di avviso. 2 gialli e un verde basso, velocità 40, suona l'Indusi. Ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione. Verde giallo, velocità 40 e 2 gialli, avviso di via impedita, suona l'Indusi. Il treno riduce la velocità a 40 ed entra così nella stazione di Ossiak-Bodensdorf, in origine Ossiak, e poi dal 1910 Ossiak-Bodensdorf. Bodensdorf si trova 1,5 chilometri a sinistra, però oltre il lago. Da qui si può raggiungere soltanto mediante un'imbarcazione. Aber dann hat er sich da wieder anders überlegt. Heuer im Herbst, angeblich.
Aber er hat ein bisschen Angst, glaube ich. Ja. Weißt du? Jetzt soll er schauen, dass E questa è la stazione più importante di questa linea in senso turistico, il centro della riviera del lago di Ossia. Abbiamo qui ora un altro incrocio. er hat ein bisschen Angst, dass der Kontakt nicht komplett abbricht. Ne? Aha. Weil einfach durch unseren unregelmäßigen Dienst die Bekanntschaften oder die Freundschaften im privaten Bereich Ja. doch sehr Eng sein. abwechselnd. Ja, plötzlich. Das ist ja ein super Wursthäsel da, ha? Ja. Super Reste. Mann, das sind wir nie einmal. Haben wir so einen Rundgang gemacht, in einer Innenstraße, sind wir zu Fuß rund um den Osseersee gegangen. Gell? Was? Ja. So ein breiter Weg. Ja. Wie lange warst du unterwegs? Gut, ja. Ed ecco il treno incrociante, il regionale 4310. Ja, man kann ja automatisch. Ja. Der Zugflug ist ja dicht da. Si gira lo scambio e il rosso passa a verde-giallo, velocità 40. Ordine di partenza. Si esce in deviata da Ossiak-Bodensdorf e poi si riprende velocità 90. Jetzt am Boden gehen, der Nordrhein-Westfalen frei. Ja. Und da sind die meisten. Ma ecco subito il cambio in velocità 80. Das hilft ja nichts, wenn das Wetter nicht passt. Also, Ja. Gut, zum Tennisspielen ist jetzt optimal, gell? das ist ja Wahnsinn, was jetzt so Leute zum Tennisspielen anfangen. Ich bin gerade dabei, jetzt den Tennislehrer zu machen. Also, Ja. aber was da jetzt? Der Boom war schon ein bisschen ruhiger. Ja, Ja, vor ein paar jetzt Jahren. fangen sie wieder an. Und jetzt fangen sie wieder ganz gewollt an. Seit 2 Jahren circa, also geht's wieder Ja. ganz gewollt. Siamo subito però ad un'altra fermata della riviera. Santurban am Ossiakersee. Da ist wieder für Skulptur aufgestellt. Ja. Alles an der Früchte. Du hast der Raubsiege, hat der die Kneipe noch da? Auf selbst glaube ich einmal eingeweht, also irgendwas war das immer. Der Lupf, also Lupf für der Raub. Ich weiß, ja. Sie freuen. Si riparte da Santurban. La zona, come si vede, è bellissima e nonostante sia turistica, è curatissima nel paesaggio. Könntest du jeden zweiten Tag könntest du auf der Geschillerei sein. Ja. Hilft dir nichts. Oder hast du gleich 6-7 Kilo mehr, was gell? No, ach, das ist wegen Wild, aber ist das. Si intravede qua e là il lago, anche se la vegetazione, almeno da questa visione, lo nasconde. Du isst beim Grün immer weit mehr, als was normalerweise ist. Weil jeder weiß, wie man macht. Ne? Du siehst ja selber, wenn du drei lassen grün, weil das sind schon mal für jeden 2 Koteletten und 2 Würstchen. Ne? Gut ist das, ne? Ich sehe ja selber, weil ich denke, von grün bin ich 2 Koteletten. Velocità 70. Und Salat dazu, Bier dazu.
Und das wächst 14 Tage durch, 3 Mal oder 4 Mal. Kann auf die Waage absteigen, da tut schon 2 Kilo mehr. Der weiß nicht, wo arbeiten kann, das geht nicht. Tavole di orientamento di segnale di avviso. 2 verdi inclinati, avviso di via libera. Was haben Sie da gehabt? Tag drin, aber vor 3 Wochen 400 Wagen stehen. Ja, ja, die haben das. 400 ist auch. Tavole di orientamento del segnale di protezione. E poi il segnale verde 2 verdi, via libera, avviso di via libera, ma bisogna comunque fermare d'orario. E si arriva all'antica fermata di Sattendorf, trasformata nel 1893 in raddoppio e 1907 in stazione. Schlecht, das kannst du nicht vor. Man hast nicht keine Leute. Sopra di noi vediamo la montagna Kanzel. Il ripetitore con la barra alzata indica che il segnale di partenza non visibile è passato a via libera. Das war jetzt, warte mal, wir vorgestern zwar erst haben, wir müssen arbeiten gehen. Oh, Gottes Willen. Und der hätte bis ans Hören das noch kommen. Jetzt ist so eine Differenzmeisterschaft, was man Tennis spielt. Ist immer halbwegs ausgelaugt nach der Nacht. Und wenn du da nicht aufstehst, schlafst oder langmal schlafst, dann kommst du nicht mehr, dann gehst du immer mehr nieder. Si riparte da Sattendorf con gli ordini del capotreno. Beschäftigt den ganzen Tag. Jetzt geht es an alleine abladen, das ist dunkel halt. Ja, sitzt ein bisschen, was da mal ein paar Bier drauf getan, dass man noch ist. Aber wieder komplett. Ed ecco il segnale di partenza verde via libera. Ed eccoci alla fermata di Hannenheim, con la passerella che porta subito a destra alla funivia che sale sulla Kanzel, la montagna da cui si ha un meraviglioso panorama di tutta la zona fino alle Caravanche e le Alpi Giulie. Una montagna famosa per gli impianti sportivi invernali. Una fermata questa importante in senso turistico. Ordine di partenza del capotreno, si riparte da Hannenheim. Das ist witzig bei den Maschinen. Das ist witzig, wenn es auslöst. Das stellt irgendwo nur ein ganz kleines Gefäll runter von selber weg. Ja, ja.
Wenn du jetzt aber wegfahren willst, du löst aus, ne? Ja. Und du hast dann einen kompletten Druck. Ora sulla nostra sinistra finisce qui il lago di Ossia. Du merkst das drinnen nicht, du merkst eigentlich nur am Steierwagen und am Motorwagen. Zum Steierwagen merkst du auch weniger, aber da merkst du es voll. Velocità 80. Siamo ora nuovamente in una vasta piana e tra poco sulla destra vi è la valle che porta al lago d'Afritz di Feld am See e poi avanti fino al Milstetter See, dove doveva venir costruita nei progetti del 1911 la linea ferroviaria St. Ruprecht-Radentheim, poi mai realizzata. Ecco le tavole di orientamento del segnale di avviso. Il segnale è passato da 2 gialli a 2 verdi, avviso di via libera. Ora il ponte di 15 metri sulla Fritzerbach. Ed ecco le tavole del segnale di protezione. Verde con 2 verdi, via libera con avviso di via libera. Comunque bisogna fermare d'orario. Qui più o meno era il punto dove doveva innestarsi questa linea, la linea St. Ruprecht-Radentheim. E il treno si ferma così a St. Ruprecht bei Villach, stazione famosa nella sua architettura per una veranda. Schaut auch ganz verzwickt aus, sagt das Mädel. Anche qui un ripetitore ripete il segnale di partenza, che comunque è visibile se l'altro binario è libero da rotabili. Das zweimalige Klingel ersetzt das Abfahrsignal mit der Windscheiben, oder? Ja, das jetzt nicht, das ist geil. Das Gleiche. Si riparte da St. Ruprecht bei Villach. Das heißt, du hast einen Triebwagen mit Viersteuerung, gibt es noch den. Stimmt. Ecco il segnale di partenza verde e poi velocità 70. Sulla nostra sinistra domina in alto il celebre castello in rovina di Landskron. La Kronprinz Rudolfsbahn si avvicina ora a Villacco e presto ritroveremo la Südbahn, l'antica ferrovia Marburg-Franzenfeste, Maribor Fortezza, la ferrovia della Drava Pusteria. Du hast natürlich auch nicht, weil ja, da muss ich irritieren von der Hand aus tun. Genau. Wenn das funktioniert, dann wird man sich aus dem Rolle so. Aber von der Vorschrift her wäre es so wahr. Das Wesen viel tut für einen Kollegen nicht. Sie kommen, ich hab keinen Stiefel. Ja. Also, kein Stiefel. Ja. Du sagst ja nur, wenn du keinen Stiefel hast, dann verraten wir die Steiermarsch. Ja. Ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Villacco, 2 verdi inclinati avviso di via libera dell'attuale Villacco centrale ed ora velocità 80.
Ci avviciniamo all'incontro con la Sidban ed ora sulla sinistra, mentre proviene il binario della Sidban, poi possiamo vedere sulla destra una serie di binari. Questi binari sono l'antica Rudolfbahnhof di Villacco, la stazione di Rodolfo della ferrovia rudolfiana. Poi vi è il segnale di protezione, verde via libera e sotto 2 gialli e un verde basso, avviso di velocità 40. E suona l'Indusi. Mentre si passa accanto a quella che era un tempo la stazione della ferrovia rudolfiana, ecco il punto d'incontro fra le due ferrovie. Chilometro 376,5 della Rudolfsbahn, 163,2 della Sidbahn. Ed ora nel piazzale dell'antica stazione Sidbahn, adesso Villach Hauptbahnhof, Villacco Centrale, ecco il segnale di protezione interno, verde giallo 40 e 2 gialli, avviso di fermata. E suona per l'ultima volta l'Indusi. Hauptsächlich sehr, also Betriebsunglückengeschichte, was sehr viel Bücher und das Ganze. Il treno entra così in deviata, passando davanti all'Hostel Verzwei, la cabina 2, nel piazzale della stazione di Villacco. Un apposito segno nell'orario di servizio indica al macchinista che l'arrivo è in binario ingombro. Il traffico è molto intenso e spesso sullo stesso binario vi sono 2 treni contemporaneamente. E con l'arrivo a Villach Hauptbahnhof finisce così il locorama di questo viaggio su questo tratto minore della linea rudolfiana tra Villach e St. Veit an der Glan. Normalerweise ist Jena an Skiufer gekommen und eine schwere Schulterbrille zugezogen. Das war Ende Jänner. Und jetzt tut es noch immer weh. Ich kenne das. Die Schulterluxation oder was ich habe. Nel 1865 l'imperatore Francesco Giuseppe espresse il desiderio della costruzione di una linea ferroviaria dal nord dell'impero d'Austria fino alla pianura friulana e manifestò il desiderio che venisse chiamata con il nome del proprio figlio, il principe ereditario Rodolfo. Vediamo qui l'inizio del documento con cui l'imperatore concesse la concessione per la costruzione della ferrovia. Questa ferrovia in origine doveva essere di una società privata, ma poi passò quasi subito alle ferrovie imperiali dello Stato. La ferrovia del principe Rodolfo si stacca dalla ferrovia dell'imperatrice Elisabetta a St. Valentin e ad Amstetten. La ferrovia dell'imperatrice Elisabetta è la Westbahn, la ferrovia Vienna-Linz-Salisburgo. Da St. Valentin e Amstetten i 2 rami si riuniscono a Kastenreit, vicino a Kleinreifling. Poi proseguono fino a Iflau, dove vi è la linea che porta alle miniere di ferro dell'Erzberg, poi attraverso la bellissima Gesaus si arriva a Selztal. Qui la ferrovia del principe Rodolfo poi impostò anche un'altra linea che da Stein a Hirding, attraverso il Salzkammergut, arriva di nuovo sulla ferrovia dell'imperatrice Elisabetta ad Atnach-Puchheim. Da Selztal la ferrovia attraverso Rottenmann valica il passo di Scheber e arriva a San Michael. Qui vi è la congiunzione con Leoben e Bruck an der Mur della ferrovia Sidbahn, la linea Vienna-Trieste. La ferrovia poi prosegue attraverso Zwelteg, Judenburg, Unzmark, entra nella Carinzia, a Lausdorf ha una diramazione per Rittenberg e arriva così a St. Veit an der Glan. Qui vi è il ramo diramato che porta a Klagenfurt e che si congiunge con la ferrovia della Sidbahn Marburg-Maribor, Fortezza Franzenfeste. La nostra ferrovia continua attraverso la valle dove si trova il lago di Ossiak e arriva a Villacco. Poi da Villacco sale a Tarvisio attraverso Arnolstein. Intanto però la situazione politica era cambiata. Il Veneto e il Friuli erano passati in Italia
E così il tracciato definitivo, che avrebbe dovuto in fondo essere quello della linea Pontebana, si spostò invece da Tarvisio verso est e attraverso Kronau, oggi Kranička Gora, Assling, oggi Jesenice, arriva così a Laibach, Lubiana, capitale della Carniola. Da un vecchio atlante ferroviario del 1905. I rami iniziali, da St. Valentin a Amstetten, la congiunzione di Kleinreifling, la Gesäuse, Selstall, il passo di Scheper, San Michael e poi giù fino a St. Veit an der Glan e poi il ramo verso il lago di Ossiach e poi la parte finale, Villacco, Arnolstein, Tarvis, Assling e infine Laibach, Lubiana. La ferrovia del principe Rodolfo era in gestione al compartimento di Villacco delle Imperiali Regie Ferrovie Austriache, KKSB. Ed ecco la linea, Amstetten-Pontafel in questo caso, perché intanto questo orario che vediamo qui è del 1914, il traffico si era spostato nella direttrice di Tarvisio con l'apertura della nuova linea Pontebana. La linea era stata anche potenziata in qualche punto, ad esempio come si vede qui da San Michael attraverso Knittelfeld, Judenburg, Unzmarkt, St. Lambrecht, Freisach, Traibach-Althofen fino a St. Veit an der Glan era stato attivato il doppio binario. La linea poi prosegue per il lago di Ostia fino a Villacco e poi ecco da Tarvisio, Tarvis, il vecchio pezzo della linea della Val Canale, la Canal Talban, poi linea Pontebana fino a Pontafel e Pontebba. L'odierna situazione della ferrovia del principe Rodolfo nell'Austria attuale è la seguente. Il tratto da Amstetten a Kleinreifling appartiene al compartimento di Vienna. Il tratto da St. Valentin a Kleinreifling e poi a Selstall appartiene al compartimento di Linz. Il tratto attraverso il Scheber Pass a San Michael fino a St. Veit an der Glan e lungo il lago di Ossiach a Villacco e poi ad Arnolstein e all'attuale frontiera con l'Italia appartiene al compartimento di Villacco. Osservando una carta del servizio con treni espressi si nota che da Amstetten vi sono treni espressi verso Selstall, da Selstall verso San Michael, da San Michael verso St. Veit an der Glan, però il tratto St. Veit an der Glan Villacco è privo di servizio di treni espressi, che poi invece riprende da Villacco verso Tarvisio. La linea del principe Rodolfo, per la sua lunghezza e per le mutate situazioni politiche, ha subito con il tempo un diverso destino. Oggi la situazione è la seguente. Il tratto da St. Valentin a Kleinreifling svolge servizio locale. Il tratto da Amstetten a Kleinreifling e poi a Iflau e a Selstall svolge servizio con treni diretti espressi che però poi proseguono sulla linea della Valle dell'Enns verso Bischofshofen e quindi verso Salisburgo oppure Innsbruck. Il tratto del Scheber Pass da Selstall a San Michael è inserito con la direttrice della linea del Pirn che proviene da Linz e poi avanti verso Bruck an der Mur e Graz, nella direttrice che congiunge la Germania con la Slovenia, la Croazia e la penisola balcanica, quindi un tratto molto importante. La direttrice da San Michael a St. Veit an der Glan è inserita sulla linea di Vienna. La linea che da Vienna
porta attraverso il Semmering a Villacco, passando però per Klagenfurt, il capoluogo della Carinzia. Quindi il grande traffico è dirottato via Klagenfurt, sull'antica Sidbahn, Maribor-Fortezza, e poi tratto Villacco-Tarvisio fa servizio avanti sulla linea Vienna-Villacco verso l'Italia. Il tratto perciò da St. Veit an der Glan verso il lago di Ossia, che è Villacco, svolge esclusivamente servizio locale. Questo tratto però non è per niente privo di traffico. Avvicino a 32 treni viaggiatori, tutti locali, o meglio regionali. Abbiamo infatti 32 treni merci in ambo i sensi, quindi un totale per una linea semplice binario di 64 treni in orario ogni giorno. Quindi, come si vede, la linea è sfruttata abbastanza ed è una linea principalmente per il traffico merci. Treni che provengono da Jesenice o da Tarvisio o da Villacco Sud saltano così il nodo di Klagenfurt e il tratto a semplice binario Klagenfurt-St. Veit e attraverso questa linea continuano poi verso Vienna oppure verso Graz. Questa linea quindi ha un'importanza notevole per l'attuale traffico merci delle ferrovie austriache. Il fatto che la linea non sia completamente satura di treni è dovuto alla sua chiusura notturna. Ogni notte infatti, dalle 21:50 alle 3:20, la linea è chiusa al traffico e nei giorni festivi invece fino alle 6 del mattino. Non vi è perciò il servizio propriamente notturno.